meine Frage ist für dich, Marco Romano. Du warst ein Lugano-Fan und jetzt bist du verheiratet. Und das ist super, wegen deiner Frau bist du jetzt ein Ambrì-Piotta-Fan. Also meine Frage ist sehr klar, wann kannst du auch deine politischen Ideen ändern und zum Beispiel ein bisschen mehr feministisch zu sein? Ja, Kollege Renner ist auch ein Politiker und er weiß, dass wir fast nie zu Hause sind. Ich war, als ich Kind war, öfters in Lugano Eishockey anschauen. Dann habe ich mal eine Frau aus der Leventina kennengelernt und heute ist die Valascha die Möglichkeit, zusammen Zeit zu verbringen. Und deswegen bin ich heute öfters in der Valascha und deswegen sympathisiere ich euch heute auch für Ambrì. Ich glaube, wenn man wächst, wenn man auch neue Erfahrungen erlebt, da merkt man, dass man für die Kleinen, für die Minderheiten eher bereit ist, sie zu unterstützen. Und das mache ich in der Politik und das mache ich heute im Eishockey. Nein, ich werde meine gesellschaftspolitische Einstellung nicht ändern. Ich bin eher konservativ, ich stehe auf Werte, die ich glaube, die Gesellschaft der Schweiz stark geprägt haben. Es gibt eine klare Rollenaufteilung, es gibt auch die Natur, die etwas gegeben hat und da stehe ich echt drauf und das sind meine Positionen und ich glaube, ich bin offen zu diskutieren, aber die schweizerische Gesellschaft ist eher konservativ. Ich möchte Kollege Thomas Eschi der SVP eine ganz konkrete Frage stellen. Wir als Tessiner merken immer mehr, dass es in Bern schwierig wird, zu verstehen oder mitzuteilen, dass es auch eine italienischsprachige Schweiz hat, dass es auch eine Romandie hat. Und das sehen wir ganz klar bei der Bundesverwaltung. Es werden immer mehr Stellen gestrichen, man fragt immer mehr einzusparen, aber man muss sich bewusst sein, dass Pluralismus, dass Mehrsprachigkeit auch kostet. Und meine Frage ist, bist du es bewusst und bist du auch parat, etwas mehr in diesem Bereich auszugeben?